Welkom to deze klas van Zuilische Heilung. We zijn bij de 7e Lektion. En je boek is dat op Seite 30. We willen verstaan leren, wo diese Weidel von herkommen dat. Du weißt dat dein Hart voll Weidel ist. Du weißt dat du fehlt mit zu handeln. Aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen können und anerkennen, wo diese Weidel von herkommen dat. Weil wenn wir das einmal mal wollen anerkennen, en te zijn kriegen, van waar dat komt, dan gaan we door met handelen, dan gaan we vergeven waar het veel te vergeven, dan gaan we dat loslaten en dan gaan we voorwaarts gaan im leven. Dat is een beeld van een hart, wat een beetje laat is, wanneer dat kunnen in stuven afgehakt zijn. So ons hart is een beetje zo als een huis, wat in stuven geduld is. En jeder stuv heeft een geschichte. Jeder Stufe hat Erfahrungen, some sind gut und some sind schlecht. Und einige Stufen da fingen wir vielleicht Sinn, was sich da hat gemerkt. Und dann andere fingen wir vielleicht weiter, oder von beides fingen wir da an. Jeder Stufe muss neu sein. Und Jesus will diese Stufen mit uns durchgehen. Wenn du einmal hast Hüsrein gemerkt, und vielleicht alle die Frühes, was hier vorhin hat mit Hand. Das meint, nu nimmst du die Zeit, jeder Stufe von der Grund durchgehen, jeder Schüffel nu sein, jeder klare Schop nu sein, und du mal alles uitreinigen. Und wenn du irgendwas zu fixen fehlt, dann dort zu fixen. Wenn du fehlt Rand zu schmieren, dann schmieren wir Rand. Wenn fehlt frisch uitzufahren, dann fahren wir uit. Aber das kann eine große Arbeit sein. Und ich weiß, dass das ist ein Ding, was nicht leicht sein für dich, wenn du mit das anfangen darfst. Und wofür einmal hast du das also gegangen, dass du mit irgendeiner Arbeit angefangen hast, du hast vielleicht große Last gehabt mit das Anfangen, aber das ist alles so laut, nu lässt das schwer, als es vorher leid. Nu habe ich alles überall gekrümmt, weil hat das hier nicht. Und ganz anmutig waschen sie, denkst du, ich kann nicht mehr mit das anfangen. So fair einmal, was wir so was beleben dann. Und da kann die sein, dass was mit das auch so dort gehen. Du fängst hier mit einem Ding an, wenn du weißt, dass das ist Zeit. Du weißt, dass das ist wichtig, dass du das tust. Aber da kann was du kommen, wo du anfängst hier noch zu kicken und sagen, was habe ich mir angegangen? Wenn ich das bloß hat Tag gelassen, wie wir noch wieder gelebt haben, ist das. Die Israeliten, die ging da durch die Stadt. Gott rat ihn aus Ägypten raus, weil sie haben all vielmals ausgeschrien. Gott, help uns hier raus, wir wollen nicht immer Sklaven sein zu dem Land. Wenn sie doch all 430 Jahre Sklaven gewesen sind, aber sie wollen mal los von dort. Und so Gott rat ihn raus. Aber wo sind sie nun? Nu zijn zij volgen ze weer nu op een stad wat niet mal so gut wie ons en als Sklaven leven. Het lijkt nu nog schwerer als het verhergelaten had. Maar je wordt ook al angeworden zijn, want je wil een Ändernissen merken im Leben en irgendwas wat verbeteren zal. Dat wordt voor einmal eerst schwerer, als het beter worden dat. Aber dat proeft zich dan als we worden standhaft blijven, oder als we abgeben worden. En dat wordt in deze zaak ook gezegd. De Israeliten, die sehen bei an, lass uns bis wir nach Ägypten. Übrigens haben wir noch das Zippeln und was immer. Hier haben wir nichts. Aber sie müssen sich hier lernen, an Gott zu halten. Und so, wenn du das anfangen darfst, ich will die merken, du nicht abgeben mit das. Wenn du von einer Stufe in der anderen angehst in dein Hart und du fängst du weiter und du fängst du Sinn, wo du mit zu handeln fehlt, und die dort anfangen so schwierig zu lassen, jaff nicht ab. Von der aus wie bei einer Lektion, wo du warst mal ein Teil Arbeit tun. Sie 31 was all sein Blatt, meist nicht geschrieben das hat, wegen du sollst das voll merken. Du sollst das ausfallen. In Jesaja 53, Vers 4 und 5, da sagt Jesus, doch die Krankheit, die er drüch wie unsere, das Leiden, was uns traf, drüch heu. Aber wir dachten, Gott mög am Leiden und bestraft am. Doch wir haben wegen unserer Sünden verletzt, brüch und uns vergungen dool.
Op arm lag de Struf, der ans Hallmjörg, doordat dat hij de Schläge kreeg, so wie je sind. Jesus, der starb am Kreuz für 2 Dinge. Unser Sinn über sie zu schaffen, die zu betonen, dass die Schuld weich wird zwischen uns und Gott. Und zum unsere Wunden heilen. Jesus ist sehr viel schwerer durchgegangen wegen mir und die. Und nicht bloß körperlich. Ja, körperlich wird am sehr verwundet. Aber der ist säulich viel Wunden durchgegangen. Er hat viele Wunden gekriegt. Er hängt da am Kreuz und er schrie ut zu Gott, warum hast du mich verloren? Hast du die einmal so verloren gefolgt? Jesus wird reinkriegen, weil du die fallen das. Als seine Jünger am aller verloren in dem Garten, er ganz allein stand. Wie allein folgt Jesus sich da? So Jesus, der kann verstehen, wenn du Sinn in dein Hart hast, wo man dort zu handeln. Wegen er hat die alle betont am Kreuz. Wenn du die Weide in dein Hart hast, Jesus weiß, wo die davon zu heilen. Er hat die Kraft, dort zu tun. Und Jesus, der will mit die Taub dein Haus durchgehen. Der brauchst du nicht allein tun. Und dort ist wichtig, dass wir dort verstehen können, das ist nicht ein Ding, was wir allein brauchen tun. So, das Zeit, jeder Stufe durchzugehen. Und während wir diese Dinge zu sein kriegen, und weiter durchgehen, kann es sein, dass wir die weiter noch ganz vernieren waren fallen. So, krieg so, als ich die dann fallen würde. Ich will mal eine Begebenheit mitteilen, eine Experience, was ich mal hatte. Das sind al etliche Jahre 3. Ich und mein Mann, wir waren dann in einer Stadt hier in Mexiko. Und dann will meine Schwester und ihre Familie mal nach uns kommen spazieren. Und mein Mann muss den Tag noch schaffen, aber er sagt, er wird bloß einen halben Tag. Dann will er in Haus kommen, dann will wir mit der Jas spazieren. So, der Jas ist nicht bei uns. Und ich fahre nun nach der Arbeit meinen Mann holen, und ich habe nicht fertig. Und als ich spazieren bin, dann habe ich durch Mittag einen Hamburger gekauft und einen Coke. Und nu kriegt hij voets aan een mat voor hij ziet naam. En ik leg dat sowieso immer nicht, wenn ich vorhin dort in halb sieht, zaten dort wegen, mir fällt sich immer so, ich verstehe dann nicht zu fahren. Und aber an seine sieht wir nicht. Aber ich fällt mir immer gleich. Und so ich dachte, okay, no big deal, wir wollen ein Haus fahren. Und so ich vor, ich denke auch nicht immer viel. Und mal dann sage ich da, hey, dann ich kann so busig fahren. Ich will meinen Hamburger abgegeben kriegen, wie wir zusammen. Sie, das letzte Part, das hier ich auch gesagt habe, das vernehm ich gesagt, wegen ich vernehm, was heute sagt, hey, lob mal nur. Und das gerät mich für nur an. Ich kann nicht verstehen, warum. Wegen das wie ja nicht schlimm, was heute sagen da. Aber dadurch, dass heute dort sagen da, mir das so angegeben da, nu bringt ich noch hastig. Ich soll nur loten, nicht hastig brechen. Nu dat ik so hastig brechen deed, nu gaat de in zijn Zerre uit, wat hij daar op de vloer stoen had, zwischen zijn feit, doe je hier niet aan, aber anyway, nu gaat hij eruit. En so, nu wir haben dat zo, aber was denkst du hier? En hier fällt ich mir bloß all gerindlich, was je doen. En hij kann nicht verstehen, was hij aardig gedaan hat. En der hat auch nicht aardig gedaan. Aber ich fällt mir so wei, so entwehr, ich will ganz entroen, was wir betrüßt werden. Und da will ich wie zu fahren. So, wir fahren in den Garage an, und ich bin ganz verrot und ganz voll Weide und weiß nicht warum. Ich gehe in die Kirche an ans Jas, ich drehe gleich in die Schlupfstufen an, und ich lebe mich auf die Schneis an, und ich bete Gott, warum? Ich will wissen, warum ich so handle, das dort. Because mein Mann hat nicht artig getan. Warum tut mir das so weh? Und ich sage im Gebet mit Gott, und dann jaft er mir in Memory. Das ist, wenn er wieder in mein Haus sind, und er lädt mich nur in diese Stufen an, in dort Closet. Nu will ich dir mal wissen, was hier bei ist. Das habe noch nie nicht neu sein. Was er mir wiesen dort wir, dort, als ich nach Natschaft ginge wir, dann, wegen mein Dad immer trinken dort, kam dort auch Batur, wo er seine License verlieren dort. Wir wohnen in Kanada. Und wenn du nicht License hast, dann bitte wir die nicht zu fahren, wegen dann was ein Trouble, wenn sie die dann wollen catchen, nicht? So, und er wird gesagt, gehorsam an, und er fuhr dann auch nicht.
Aber dan moest ik mijn license merken, damit ich alle Wege anführen kann. Und ich habe in verschiedensten Städten geführt, dass das fehlen dort. Ich habe nach einer Bar geführt. Da hatte ich keinen guten Trinken. Und wenn ich fertig hatte, dann konnte ich ein Haus führen. Ich habe viel mal besiegt mich an der Chor gesehen. Ich krieg so einen Kopf aufhängen, ich will weit weg. Aber ich verstand immer besser zu fahren als ich. Mir nach Weg ungefähr sagen, da hier nicht so steht, da nicht so steht. Und du hast einen doll weiter davon gekriegt. Wenn das Fahren hat für mich als ein Jugendlicher so eine schöne Zeit sein, aber das wir gleich. Wenn wir immer diese Weide mit verbunden, diese Angst. Und so, das ist, was Gott mir hier offenbaren hat. Er sagt, diese Weide, da hat er dazu gebracht, dass du von der so mit den Mann handeln darfst, als du darfst. Und so, ich frage Gott, als er mich heilen wird von der Weide. Ich anerkenne dort, dass meine Papa hat mir dabei getan mit dort. Aber dann sage ich Gott, nu ist es Zeit, ihm zu vergeben. Lass ihn los. Er hat sich eine Schuld gemerkt bei dir. Und du musst nicht wollen sein, das zu betonen. Omdat du kannst frei sein, dass du kannst gehalten werden. Und so das, was ich in dem Moment tat, während meine Jahre in der Kirche lernen tat, brauche ich keine Weide ohne Gott, für Heilung. Aber du heilt Gott mich von den Memory. Die Memory, der erste noch einmal, aber das ist keine Weide mehr damit verbunden. Und so das, was du nicht wirst tun, du wirst nicht aus dem Beispiel das Blatt nehmen hier, sieht eindeutig, und du wirst nicht anfangen abzuschreiben, Dinge, was Gott dir aufdagen wird. Wenn du hast auch Dinge in deinem Leben, was an deinen Hort Dinge offenbaren tun, dass du noch eine Weide hast. Wer ist die Person, die du hast weitergetan? Schreib das ab. Was hat die Person getan, was die so weitergeht? Und dann schreib ab, wo die dort mir gefallen. Das ist wichtig, weil wir wollen unser Gefühl Anerkennung geben. Wegen unsere Gefühle sind wichtig. Wenn du was kannst, vorwärts kommen im Leben, dann ist es wichtig, dass du hier stillhalten darfst und sagst, okay, nu will ich mal mit meiner Vergangenheit schaffen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber es kann sein, dass du all viele Jahre hinter dir hast, wo all viele Weide abgesammelt ist. Nu will ich mal mit der Weide alle handeln, dass du was kannst vorwärts gehen. Paulus sagt in Philipper 3,13, er sagt, ich strebe nur dort vergeten, was hinter mir ist, und ich strebe nur dort, was vor mir liegen wird. Dort ist sein Ziel hier. Er will das vergeten und er will vorwärts kommen. Kann wir die Dinge vergeten, was wir belebt haben? Ich glaube nicht, dass das, was Paulus meint, hier, dass uns dort in Memory rauslassen wird. Vergeten hier meint loslassen. Aber wo kannst du ein Ding loslassen, wenn du noch nie nicht mit gehandelt hast? Und diese Dinge wollen wir auch nicht über Deal bringen, zu Menschen beschuldigen in unserer Vergangenheit, was uns haben wir tun. Ich darf mich da nicht mal beschuldigen. Ich habe mit dort gehandelt, ich habe vergeben. Und ich weiß, dass er auch und viel weiter all gewusst ist. Dort ist für ihn mit zu handeln. Aber das wie ein Ding, wo ich mit handeln muss. Ich habe das nie nicht gesagt, was ich hier für einen Struggle habe mit das. Aber das braucht ich auch nicht, das weiten lassen. Ich brauche bloß, dass über den Krumm, geben dort an Gott seine Hände, vergeben mein Dad und dann vorwärts gehen. Und so dort sind viele Dinge, die du wollen über den kommen in dein Leben, wo du das mit handeln musst. So wie kicken drei, aber wir beschuldigen nicht. Wir anerkennen, diese Person hat mir weitergegeben. Aber nu will ich das loslassen. Ich will den nicht immer an meinen Gedanken haben und verbessern gegen dich. Ich will den nicht loslassen. Und ich will Heilung kriegen von dieser Weide. So, wenn ich will Heilung kriegen, dann muss ich von meiner Vergangenheit loslassen. Und dann muss ich diesen Zweig drehen. Dann muss ich vorwärts gehen im Leben. Jesus, der will uns halten mit das. Und so, dort kann sie nicht Zeit dienen. Das ist nicht so, was da über Nacht passieren wird. Ich habe hier einmal ein Jahr mit zu tun gehabt. Und viermal dann würde ich so denken, okay, nu sind ich weit gekommen, wenn ich würde feilen. Ich habe weit Heilung gekriegt. Dann mal eins hastig, dann würde was abkommen, was aufhörst.
En dat wil mij bloß so doelschloen. En dan word ik omvangen te vragen, okay, wat geht hier an? Wat geht hier an? Gott, als hier ergens wat, wo ik nog niet met geschafft heb. Dan wordt mij ware wezen, okay, nu zijn we in deze stoof. En hier is een video van een ganz andere persoon. Maar daar heeft nie niet gehandeld. Zum Beispiel, als ik 13 jaar oud was, ging ik naar een school, wo ik van voet aan een jaar had, wat immer mij spaken deed, sozusagen, met weer. Ook een 13-jarige jaar. En dat we een don't wat ik deed, wo ik weer, over dem jaar, die zag mij doel te krijgen. En ik had even nog niet wat gedaan. En ik weer ook eerst zo lang in de school. En ik ben nu weer al jaren vergaan, ik weer dan nog met 13. Aber dan maar eens dan kwam er wat op. En weiß Gott, mir krijgt dat. Zeg dat dem jaar, dat is die nog niet vergeven, nee? En krijgt door veel die ook heilen. Zie Gott, die schafft aan beide zijden hier. Hij zegt, ik wil die heilen, aber du musst ook die pot doen, du musst vergeven, du musst die loslaten. Wenn wir vergeven, du kriegt Gott Ruhm zum Heilung in ons Leben schaffen. So, ich will die Mut merken, das zu tun. Das ist wichtig, dass du das tust. Das ist nicht ein Makel, ich denke. Aber das ist wichtig, dass du das tust. So, nimm die Zeit, fall das aus, bring das vor Gott. Und krieg nicht, wie viel Zeit das brauchen das. Sie geduldig mit dir selbst. Okay? Die Israeliten, die haben 40 Jahre in der Wüste. Hoffentlich geht das nicht so lang, nicht? Aber die Vergangenheit, die Weide abbremen und mit all das handeln, da kann sie in Zeit dienen, aber sie geduldig mit dir selbst. Wir haben noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, Dankeschön, dass du willens bist, mit uns taub, durch uns Hort zu gehen und zu sehen und zu finden, was du alles ist, was uns Schuden geben wird. Du wirst vermehlich Sinn über dir kommen, Sinn so eines Bitternis oder Rebellion. Und Gott, ich freue, dass wenn du so eine Dinge findest, dass es dort, dass du uns was halten, frei zu werden von dort und uns vergeben, dass wir mit uns dort durchgelebt haben. Wir wollen das loslassen, wir wollen das nicht mehr. Und ich bete, wenn wir ein Video finden, wenn dort Video über dir kommt, dass du uns was halten zu sein kann, von wo die Video herkommt, wer das getan hat, was die Tanz getan haben und was uns das mir gefallen, dass wir durch keine Heilung kriegen. Gott, ich bete, dass von dir viele, viele Menschen durch diese Lektion werden können frei werden und geheilt werden von ihren Wunden und ihr Hort. Gott, ich danke dir für was du was tun. Wir geben dir alle ihr. In Jesus' Namen. Amen.